als Hochburg bürgerlicher Tugend und Moral. So, ja, dann ist ja alles in schönster Ordnung. Ja, eigentlich führt mich eine ganz private Angelegenheit in diese Stadt. Mein Neffe erwartet mich. Ach, apropos, wären Sie so nett, ihn zu unterrichten, dass ich hier bin und dass er mich nach Tisch doch hier abholen möge. Er wohnt im Deutschen Haus. Ich werde sofort jemanden hinschicken, wenn Exzellenz mich einen Augenblick entschuldigt. Aber natürlich, meine liebe Frau Geheimrätin. Oh, Exzellenz! Gott sei Dank, ich bin fertig geworden. Oh, Liebe, wer ist das denn? Hallo? Der Nussknacker! Ich komme von Ihrer auch mal angetanzt. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn? Ihre 3.000 Mark haben Sie doch gekriegt. Ja, aber... Wollen Sie Zinsen haben? Können Sie kriegen. 1, 2, 3 raus, ja? Jetzt habe ich aber genug. Ja, was meinen Sie, was ich genug habe? Sie verschwinden Sie. Kommt der Kerl hier an. In jedem Moment kann seine Exzellenz eintrudeln. Exzellenz wollen uns schon verlassen, ja, um Himmels Willen, was ist denn geschehen? Ich bin in Ihrer Abwesenheit in der übelsten Art und Weise insultiert worden. Himmels Willen, von wem denn? Von diesem Herrn Böcklein. Ich habe zufällig in Köln seine Bekanntschaft gemacht. Das verstehe ich nicht, aber mit dem Herrn werde ich ein paar Worte wechseln. Frau Geheimrätin, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Böcklein, Sie unterstehen sich noch einmal in dieses Haus zurückzukehren, nach allem, was geschehen ist. Ich weiß ja nicht, was Frau Geheimrätin meint. Entschuldigen Sie bitte, das ist Herr Böcklein? Das ist Herr Böcklein, aber wir sprechen uns noch. Bitte, und wer ist dann dieser Herr? Das ist mein Schwager Stadtrat Struve, seine Exzellenz. Sehr unangenehm, sehr angenehm, Verzeihung. Meine kleine Nichte. Exzellenz? Ach, entzückend. Ich wollte bloß sagen, es ist angerichtet. Ja, wenn Sie gestatten. Verzeihung, ich hatte, Euer Exzellenz, eine andere Tischdame zugedacht. Oh. Ja, die älteste Tochter meines Schwagers. Sie ist gerade aus Kanada gekommen. Jetzt sitzen wir drin. Wieso? Der kennt die doch nur als Tänzerin. Ich habe ihn doch in Ihrer Garderobe kennengelernt. Ah, da ist sie ja. Seine Exzellenz, Graf von Birkstedt. Ich freue mich, Euer Exzellenz im Hause meines Stiefvaters begrüßen zu Die dürfen. ist ja nicht aus der Fassung zu bringen. Sie sind sehr liebenswürdig und es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Der Nussknacker spielt auch mit. Was soll das? Meine gnädigste? Exzellenz. Wenn ich bitten darf, zu Tisch. Entschuldigung, aber eben ist er angekommen. Wer? Ja, die gnädige Frau. Die Mama? Na, die wird Augen machen, wenn sie dich sieht. Meine Schwägerin ahnt ja gar nicht, wen sie hier antreffen. Nein, der hat gar keine Ahnung. Sie hat ihre Tochter seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Pass auf, die kennt die ja nicht wieder. Glaubst du ja? Und wir wetten, kommt schon die sie hat Mama. sich schon mit einem Holzkistchen da drin. Ja, was ist denn hier los? Mama! Mein Kind! In Ordnung. Wenn ich bloß wüsste, wo Papa seine Zigarren stehen hat. Fräulein Lotte, Was ist denn? ich muss Ihnen vorher schnell noch was sagen. Ja, was denn? Eben war der Postbote da mit einem Brief für die Frau Geheimrat. Wissen Sie von wem? Am Ende gab... Ja, vom Cäcilienstift. Ich hab's deutlich gesehen. Du lieber Himmel. Ja, ich wollte ihn natürlich an mich nehmen, ging aber nicht. Ist nämlich ein Eingeschriebener. Ich habe dann gesagt, ich könne jetzt unmöglich Frau Geheimrat stören. Jetzt kommt er auf dem Rückweg wieder damit vorbei. Oh nein, oh Anna, was soll ich bloß tun? Keine Ahnung. Ich glaube, der Kammer kommt schon. Das ist ja so schlimm. Da drin ist der Teufel los. Es wird alles furchtbar durcheinander. Ich hab den Kopf von der Maikäfer. Oh Gott. Hier kommt das alles. Hallo, was? Hallo.
Was willst du denn hier? Ich suche deine Zigarren, Papa. Meine Zigarren? Seit wann rauchst du denn da? Ich doch nicht, aber die Herren würden gerne Ach so, rauchen. im Schreibtisch in der Schublade. Ja, ich hole sie rasch. Mein Gott, mein Kopf. Was denn? Warum bist du denn weggelaufen? Hörst du sie nicht murmeln, die Maike? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anna! Ja? Eisbeutel bitte, ja. Mein Gott, Struve, du sei doch nicht so nervös. Nicht nervös, ich soll nicht nervös. Das sagst du mir, wo du genau weißt, was sich da in dem Laden da drüben abspielt. Ich war ja auch wie vom Donner gerührt. Mein Gott, das kann doch nicht möglich sein. Eine Mutter muss doch ihr Kind wiederkennen. Sie hat sie jahrelang nicht mehr gesehen und vielleicht besteht da wirklich Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mein Sag mal, Gott, Struve. was ist denn? Habt ihr kein Bild von der richtigen Tochter? Nein, leider nichts haben wir nicht. Doch, Moment. Bei der Frau hat ein Nachtskomödchen noch entstehen. Allerdings von der Kommunion. Aber da okay. Hast recht. Eine gewisse Ähnlichkeit könnte da drin vorkommen. Ja, finde ich auch. Das ist die einzige Erklärung. Deine Frau ist auch drauf angefangen. Meine Maigeber werden immer schlimmer. Die fressen mir mein ganzes Jahr. Ja, jetzt kommt ja erstmal das Eisbeutelchen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Sie beruhigen sich schon, das ist gut. Oh Gott, wissen Sie, wie Sie aussehen, Herr Stadtrat? Wie der Emil von Belutschistan. War neulich erst in der Wochenshow. Ja, mach, dass du rauskommst, sonst bist du morgen als Ziege in der Tagesschau. Verdammt nochmal, diese Blöde. Hier bist du. Was ist denn mit dir los? Struve fühlt sich gar nicht gut. Das ist doch keine Entschuldigung, einfach vom Tisch aufzustehen und rauszurennen. Seine Exzellenz hat soeben ein Hoch ausgebracht. Oh, auf mich? Nein, auf deine Stieftochter. Er ist begeistert von ihr. Und ich werde bei der nächsten Versammlung dafür plädieren, dass sie in den Vorstand gewählt wird. Wer? Deine Stieftochter. Meine Stiefel. In welchem Vorstand? In den Vorstand des Keuschheitsbundes. Oh. Gottes Willen, Kinder, entschuldigt mich. Ich leg mich was hin. Ich komm nachher wieder. Fröhliche Ostern! Was? Fröhliche Ostern! Das Göllerlauf. Ich werde lieber bei Struve bleiben. Oh, liebe Tante Geheimrat, wollen Sie nicht auch ins Herrenzimmer gehen? Doch da wartet Sie ein herrlicher Mokka und ein Gläschen Likör. Danke, ich nehme prinzipiell solche Gifte nicht zu mir. Sie untergraben nur die Volksgesundheit. Ich staune immer wieder aufs Neue, wie wir beide uns in allem verstehen. Entschuldigen Sie bitte, Frau Geheimrat. Ja, was ist denn? Draußen steht der Postbote. Na und? Ja, mit einem Einschreibebrief. Ach so, ja, es ist in Ordnung. Er entschuldigt mich einen Augenblick. Ja? Ach du lieber Himmel. Was hast du denn? Wenn du wüsstest, wenn sie jetzt den Brief liest. Wieso? Weißt du denn, was in dem Brief Ja, steht? natürlich, jetzt kommt doch alles ans Licht. Ja, aber was denn? Dass sie mich aus dem Institut rausgeschmissen haben. Ja, weshalb denn das? Na, wegen Fred. Fred? Ja. Ach, Yvette, ich will dir alles anvertrauen. Wir lieben uns ja so schrecklich, aber diese alten Stiftstanten haben doch für sowas überhaupt kein Verständnis. Das kann ich mir denken. Und wie wir uns neulich heimlich im Garten geküsst haben, da haben sie uns erwischt. Das ist ja eine Rücksichtslosigkeit. Bei sowas stört man doch nicht. Finde ich auch. Und außerdem ist es ja auch gar nichts dabei, so unter Brautleuten. Oh, verlobt seid ihr also auch schon. Ja, natürlich. Gleich am ersten Tag. Heiraten wollen wir auch, aber erst in 2 Jahren. Ach, Yvette, wenn ich doch bloß diesen Karschen hinter mir hätte. Du weißt, was in diese Briefe steht? Ja, Tante. In Gegenwart deiner Schwester muss ich es mir versagen, auf deine Verfehlung hier einzugehen. Liebe Tante, sie hat mir bereits reumütig alles gebeichtet. So, du hast also die Schamlosigkeit besessen, dich von einem jungen Mann küssen zu lassen. Ja, hast du denn in diesem Moment nicht an mich gedacht? Den Aufenthalt in diesem exklusiven Institut zu verdanken hast. Aber Tante, es war... Ja, genug. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, du musst heiraten. Ach
Ach ja? Ach ja, aber nicht diesen gewissenlosen Jüngling, der sich nicht scheut, ein junges Mädchen aus